Vers 18, Römer 1. Aber Sie müssen sehr genau aufpassen, was ich da lese. Denn es offenbart sich der Zorn Gottes vom Himmel her. Ein sehr unpopuläres Thema ist das, der Zorn Gottes. Und ein Thema, das heute sehr notwendig ist. Es offenbart sich der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Und wenn Sie bedenken, dass die Hälfte dieser Welt regiert wird von Regierungen, die offiziell gottlos sind, offiziell atheistisch sind. Und das ein Gegenstand ist des Zornes Gottes. Der Atheismus ist ein Gegenstand des Zornes Gottes. Ja, warum denn? Offenbart sich der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also der Zorn, der Gegenstand des Zornes ist die Gottlosigkeit und dann die Ungerechtigkeit, die damit gekoppelt ist. Warum ist Gott zornig über Gottlosigkeit? Er ist zornig über Gottlosigkeit, weil die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufgehalten wird, weil das, was man von Gott erkennen kann, unter ihnen, also den Menschen, offenbar ist. Gott erwartet, dass der Denkapparat des Menschen in Bezug auf Atheismus oder Theismus erwartet, dass das bekannt ist, dass der Mensch imstande ist zu denken, dass es unmöglich ist, dass es keinen Gott gibt. Das ist eine Sache von Denkprozessen. Man hat allen Menschen einen Denkapparat gegeben und wenn wir den Denkapparat benutzen, dann sagt er, dass wir nicht glauben können, dass es keinen Gott gibt. Hören Sie, wie das weitergeht. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart, also dass er existiert. Sein unsichtbares Wesen, jetzt kommt der formelle Beweis oder Erweis oder wie Sie es nennen wollen. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit Erschaffung der Welt, wenn man es in den Werken betrachtet, deutlich zu ersehen, damit sie keine Entschuldigung haben. Also der Mensch, der sagt, dass es keinen Gott gibt, ist nach Gottes Wort hier ohne Entschuldigung, denn es ist selbst evident. Es zeigt sich jedem, der guten Willens ist und der bereit ist, sein Denkapparat zu benutzen, dass es einen gibt. Und all die Begleiterscheinungen, die damit zusammenkommen. Nun, Gott sagt dann, dass sein Zorn davon kommt, dass die Menschen ausgerüstet sind mit einem sehr fähigen Denkapparat und bewusst ausschalten. Bewusst ausschalten. Und er sagt es, wenn man den Denkapparat bewusst ausschaltet, dann gibt Gott einen dahin, in einen verkehrten Sinn zu glauben und zu tun, was nicht taugt. Ich lese es hier. Deshalb, weil sie, die Menschen, das sind nicht die Christen, sondern die Menschen im Allgemeinen, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Ehre oder Dank erwiesen, sondern in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, während sie vorgaben, weise zu sein, wurden sie zu Toren. Also die materialistischen Wissenschaftler, die vorgeben, weise zu sein, sagt Gott, sie sind wahnsinnig. Und zwar rein denkmäßig. Nicht irgendwie moralisch, sondern rein denkmäßig. Und dann, wenn es denkmäßig ist, dann tun sie die Sachen, die nicht taugen. Nun, ich werde darauf eingehen, aber es ist derart eine starke Dosis, nicht wahr? Wenn man das der heutigen Welt sagt, dann stehen sie auf und werden wütend. Die schlagen die Hände zusammen über den Kopf und sagen, wie kann man das? Denn die ganze Wissenschaft hat bewiesen, die materialistische Wissenschaft, dass wir ohne Gott sehr gut denken können. Was man nicht kann, auch als Wissenschaftler. Aber das kommt davon, durch den bewussten, klaren
Missbrauch und die bewusste, klare Ausschaltung des Denkprozesses. Nun, ich will Ihnen das zeigen an einigen Beispielen heute Morgen. Sie vertauschen die Erhabenheit des unvergänglichen Gottes mit Bild und Gestalt von vergänglichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen, kriechenden Tieren, wie sie es damals getan haben. Daher gab sie Gott dahin in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unkeuschheit. Die zweite Phase der Ausschaltung des Denkvermögens ist, dass Gott die Menschen in ihren Gedanken konfus macht, und dann, wenn sie konfus geworden sind, dann werden sie unkeusch. Und die Kreativität des Menschen, besonders des jungen Menschen, ist davon abhängig, dass er seine Geschlechtlichkeit nicht missbraucht. Wer Frevel treibt mit seiner Geschlechtlichkeit, der verliert erstens die Fähigkeit zu denken und umgekehrt, und zweitens verliert er seine Kreativität. Schon Lenin hat das gesagt, hat gesagt, wir müssen den Westen kaputt machen. Der Westen ist kreativ. Die Industrie im Westen, die Wissenschaft im Westen ist unserer Wissenschaft weit überlegen. Deshalb werden wir ihnen nur überlegen sein, wenn wir sie kaputt machen an ihrer eigenen Geschlechtlichkeit. Und deshalb haben sie mit allen Mitteln freien Sex gefördert. Denn die große Kreativität des Menschen, wissen Sie, Freunde, die kommt von Sublimierung. Sie wissen, was psychologische Sublimierung ist. Wer weiß das nicht? Aha, also, wenn ein Mensch auf etwas verzichtet, wollen wir sagen auf Geschlecht verzichtet, dann staunen sich allerlei, denn Geschlecht ist kreativ natürlich, dann staunen sich allerlei Kräfte in seinem Wesen auf, und er kann sie dann in andere Bahnen lenken und nicht in die Bahn der Geschlechtlichkeit. Und wenn er dann voller Kreativität ist, die keinen Ausgang findet im Geschlecht, dann dichtet er schön. Sie wissen, die meisten Dichter und Menschen, die wirklich Gott gedient haben und kreativ waren, sie sind meist Menschen, die irgendetwas entbehrt haben. Das wissen Sie. Und diese Entbehrung und die Einleitung, die Zuleitung der Kräfte in der Entbehrung in eine andere Richtung nennt man Sublimierung, psychologische Sublimierung. Die lehren heute durchweg, dass Geschlecht ein Appetit ist und dass man einfach geschlechtlich sozusagen essen muss, wie man das Essen essen muss. Verstehen Sie mich? Und dabei haben sie die ganze Sache verkannt. Ist ein Appetit, aber ist mehr als das, ist ein Auslass für die kreativen Kräfte eines Menschen. Und wenn der Mensch falsch denkt, vor allen Dingen atheistisch denkt, ist was Paulus hier sagt, dann wird er hingegeben in Unkeuschheit. Und wenn eine Nation umkommt in Unkeuschheit, dann wird diese Nation nicht mehr kreativ und geht unter. Die Zivilisation des Altertums, man sieht in der römischen Zivilisation und auch in der griechischen Zivilisation, sind teilweise damit verbunden zugrunde gegangen, weil sie ihre Geschlechtlichkeit vergeudet haben. Also, daher gab sie Gott die hin im Herzen, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unkeuschheit, dahin, so dass sie ihre Leiber untereinander schändeten, also Homosexualität, und die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Nun, Sie wissen, dass England früher eine sehr kreative Nation war. Sie haben ein Weltreich aufgebaut in ziemlich kurzer Zeit und ziemlich gut, einigermaßen regiert. Vollkommen weg. England ist mit die schwierigste Nation, das Evangelium zu verkündigen heute in den Universitäten. Hier ist es leichter. In Österreich ist es leichter. In Amerika ist es sehr leicht. Der Schweiz geht es auch, aber da nicht. Und das hängt mit diesem Vers hier zusammen. Sie haben das legalisiert jetzt, die Homosexualität. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen ihre Kreativität verloren haben. British Leyland
Sie wissen, um was der Zank ist jetzt in British Lane, die wollen es auflösen. Der Arbeiter dort produziert 40% beim gleichen Lohn wie der Mann in Sindelfingen bei Mercedes. 40%. Wird aufgelöst. Nochmal 2 Millionen Arbeitslose. Und da haben wir diese Dinge zusammen. Aber darüber will ich nicht reden jetzt. Sie, die die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und den Geschöpfen Anbetung und Verehrung darbrachten, statt dem ewigen Schöpfer gepriesen sei in Ewigkeit. Das wird langen für das. Wir beten einen Moment zusammen. Bitten dich, Herr Jesus, du hast unseren Verstand gemacht. Und du öffnest den Verstand, wie du es damals bei den Jüngern getan hast. Du hast ihnen den Verstand geöffnet. Nun öffne du mir bitte die Lippen, dass damit du den Verstand öffnen kannst, dass wir dir besser dienen, dass dein Name unter uns verherrlicht wird. Lass das bitte so sein bei uns, dass Freude im Himmel ist, auch über Christen, bei denen deine Erkenntnis wächst. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, das Thema ist, wer denkt, muss glauben. Was ist der Glaube? Was ist Glauben? Und dann, wenn ich das gemacht habe, reden wir darüber, was Denken ist. Denken und Glauben anhand von diesem Kapitel. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man die meisten Christen fragt, was sie glauben, ja, was würden sie antworten? Was ist der Glaube? Sie können mir dieses Bibelwort geben, wenn Sie wollen. Ich will mal sehen, ob Sie Ihre Bibel gelesen haben heute Morgen. Ja, eine gewisse Zuversicht, das, was man hofft. Ja, wie geht es weiter? Nicht zweifeln an dem, was man... Aha, also gut, dann was ist der Glaube jetzt in der modernen Sprache? Ich liebe es, wenn wir uns unterhalten. Ich werde schon die Unterhaltung leiten, aber es ist sehr gut, denn ich weiß, dass Sie nicht schlafen, denn der Schlaf ist der böseste Feind von Information. Oder das heißt, dass die Gedanken weit weg sind. Also was würden Sie mir sagen, ist Glaube? Ist es die Zähne zusammenbeißen, um zu glauben an das, was man weiß, dass es nicht wahr ist? Darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Wenn ich sage, ich bin jetzt Leiter einer Sekte, nicht wahr? Wenn ich sage, ihr kommt nur in den Himmel, wenn ihr daran glaubt, dass Jona den Walfisch geschluckt hat. Was würden Sie sagen? Was würden Sie sagen, wenn ich sage, also hören Sie mal, ihr kommt nur in den Himmel, wenn ihr daran glaubt, dass der Walfisch den Jona geschluckt hat? Was dann? Es ist etwas besser, aber noch nicht ganz... was muss man dann tun? Also, dass ein großes Tier, wahrscheinlich war es ein Säugetier, wegen des Sauerstoffs im Magen, glaube ich auf alle Fälle, dass man wieder rauskommt, dass man nicht zertrümmert wird von den Zähnen, nicht wahr? An all diesen Dingen wie Sperm Whales, wie nennt man Pottwale, nicht wahr? Ist es schwierig zu glauben, das. Ich meine, wenn Sie das einem Weltmenschen sagen, sagt er, also gut, was man tun muss, um in das Himmelreich zu kommen, ist zu glauben. Und zu glauben ist sich die Zähne zusammenbeißen ganz fest und sagen, das glaube ich, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Sehr viele haben so einen Krampf. Also das ist nicht Glaube. Das ist nicht Glaube. Nun, ich habe schon Mühe mit verschiedenen Dingen, nicht wahr? Besonders als ich jünger war im Glauben, mit alttestamentlichen Geschichten. Sonne stehe still, nicht wahr? Wenn die Sonne wirklich stillstehen würde, ich meine im physikalischen Sinne, und die Erde nicht mehr rotieren würde, ihr lieben Leute, wir würden 20 Tonnen pro Person wiegen. Und das wäre etwas schwierig für unsere Muskeln. Nun, solche Dinge muss man verstehen. Es hat keinen Sinn, über Glaubenssachen sich die Zähne zusammenzubeißen und sagen, trotzdem, dass es unsinnig ist, glaube ich dran.
Ich hatte einen Fall, es war in Marburg, eigentlich in Jugendheim, vor 31 Jahren. Es waren Leute da, die neigten zu einer unnüchternen Schwärmerei. Und es war darunter ein junges Mädchen, ich kenne ihren Namen noch. Sie war sehr hübsch und sie saß neben meiner Frau und sie hatte Zuckerkrankheit. Und sie sagte zu mir, ich sagte, ja, was machen Sie wegen Zucker? Sie essen Mengen von Kartoffeln. Das ist doch Unfug, das, was Sie machen. Sie sagt, ich bin geheilt von meiner Zuckerkrankheit. Ich sage, Sie sind 19 Jahre alt und geheilt. Das interessiert mich sehr. Woher wissen Sie, dass Sie geheilt sind? Weil der Älteste mir die Hände aufgelegt hat. Ich sagte, ist das alles? Sie sagte, ja, sei alles. Ich sagte, nun hören Sie mal, Sie beißen sich die Zähne zusammen und Sie glauben, was unsinnig ist, denn ich rieche Ihnen jetzt, wo ich sitze, das Aceton aus dem Mund. Und das ist sehr, sehr böse. Und Sie kommen in ein Koma. Sie sind nicht geheilt. Aber ich bin geheilt, Sie haben keinen Glauben. Ich sage, es hat keinen Sinn, so zu handeln. Sie sind nicht geheilt. Ich rieche das Aceton von hier, Meter Entfernung. In einer Woche war sie im Koma und ehe sie in Koma kam, hat sie sich geweigert, sich behandeln zu lassen mit Insulin. Die Polizei kam rein und mit Gewalt haben sie ihr Insulin, Entschuldigung, Computer, ist ein bisschen müde heute Morgen, hat es getan, aber es war zu spät, sie ist gestorben, mit 19 Jahren. Nun, ich meine, diese Art und Weise ist sehr, sehr leicht, besonders um die jungen Menschen, die wirklich dem Herrn dienen wollen. Man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt, sei wirklich Glaube. Ich glaube persönlich an Händeauflegung, das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass jedes Mal Gott dies, das und jenes tun muss, sonst scheitert mein Glaube. Denn wir wissen, dass Paulus 3-mal den Herrn bat, wegen seinen Augen wahrscheinlich, nicht wahr? Und der Herr hat gesagt, nein, in Schwachheit bin ich stark, nicht wahr? Meine Gnade genügt dir. Also diese Art und Weise zu glauben, ist unsinnig und das darf nicht sein. Und was ist denn der Glaube? Der Glaube ist zuerst, und ich hoffe, dass die Theologen mich nicht lebendig verschlingen, wie die Löwen Daniel verschlingen wollten. Bevor Theologen redet, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Der Glaube, was ich sage, ist absolute Häresie. Passen Sie auf und schützen Sie sich gegen Schock, physiologischen Schock. Der Glaube ist zuerst ein intellektueller Prozess. Das ist ziemlich stark, nicht wahr? Zuerst, ich bin noch nicht fertig. Oh, noch nicht fertig. Sie wissen, dass die ganze Schöpfung gefallen ist. Die ganze Biologie gefallen ist. Das Gemüse auf dem Garten, die Kohlköpfe und die Bienenorchideen, die sind alle gefallen. Und man sieht, wie sie vergehen. Aber wenn sie gefallen sind, was brauchen sie? Was sagt die Schrift von der ganzen Schöpfung, wonach sie sich sehnt? Nach der Offenbarung der Kinder Gottes in der Erlösung in Jesus, nicht wahr? Denn das Oberhaupt der ganzen Schöpfung des ersten Reiches, des Reiches Gottes, ich kümmere mich nicht so sehr um das Reich des Teufels und ich diene dem Reich des Teufels nicht. Ich habe nur ein Reich in meiner Theologie und das ist das Reich Gottes. Ich bin naiv in der Hinsicht, nicht wahr? Nun, wenn das der Fall ist, brauchen die Kohlköpfe auf dem Feld Erlösung, wie Sie sagten. Stimmt, nicht wahr? Die ganze Schöpfung, die ganze biologische Schöpfung braucht Erlösung. Nun, warum kann ich nicht hingehen zu den Kohlköpfen und sagen, also ihr seid erlöst? Jesus hat in der Erlösung des Menschen eigentlich die ganze Welt, den ganzen Kosmos erlöst. Warum kann ich das nicht? Ja, sie haben kein Nervensystem. Ich will es eben klarer machen. Spurgeon, der große Engländer, der hat gesagt,
der hat gesagt, es ist nicht nötig, wir brauchen nicht nur Menschen, die man versteht, wir brauchen Menschen, die man nicht missverstehen kann. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wir brauchen wirklich so zu reden, dass man uns nicht missverstehen kann. Nun, ich kann diesen Kohlköpfen nicht helfen, obwohl sie es brauchen. Sie brauchen die Erlösung. Die ganze Schöpfung ist gefallen, weil sie kein Nervensystem haben. Also der Eingang für die Erlösung ist ganz bestimmt über das Nervensystem und geht über den König der Schöpfung, das über den Menschen. Der Eingang ist ganz bestimmt das Nervensystem. Ich höre das Predigen, der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Ist gut? Nun, ich kann das einem Affen sagen und Schimpansen. Und Schimpansen haben ziemlich viel Verstand und sie haben auch Humor. Schimpansen, ich habe genug zu tun gehabt mit denen, das zu wissen. Die freuen sich, wenn sie uns in Verlegenheit bringen. Und sie können lügen, so gut wie man mit ihrer Zeichensprache, nicht wahr? Können sie lügen genauso gut wie wir. Das können sie. Sie sind auch gefallen. Aber es hat keinen Sinn, ihnen das Evangelium zu predigen, auch in ihrer Zeichensprache nicht. Die haben keinen Sinn für Gott. Gar keinen Sinn. Die haben Sinn für sich selbst. Aber für abstrakte Gedanken in anderen Dimensionen, da kommen sie nicht mit. Ich kann ihnen nicht predigen. Deshalb ist der Eingang für den Glauben ganz bestimmt Intellekt, das man versteht. Deshalb, wenn man mit minderbegabten und gehandicapten Leuten redet, sie sind auch in ihrem Gehandicaptsein, sie verstehen das Evangelium. Ich weiß, ich war in Oxford einmal bei Montague Goodman und jeden Sonntag saß hinter mir ein ganz blöder, und er war zur gleichen Zeit epileptisch, aber ganz, ganz blöd, aber ganz klar Christ. Ganz klar Christ. Und Montague Goodman hat gepredigt über das Thema, wie die Welt wäre, wenn kein Christus wäre. Und er hörte zu hinter mir, man hörte sein Atmen, hatte dieses schwere Atmen von diesen Leuten. Und er hörte zu, und ich hörte, wie es immer schneller wurde, immer schneller. Und letzten Endes stand er auf und brüllte mit Gelächter wie ein Tier. Dass ein Mann, der intelligenter war als er, so denken sollte, dass es keinen Christus gibt. Hat es fast verstanden, nicht wahr? Hat es nicht ganz begriffen. Aber ganz klar erlöst mit dem wenig Verstand, den er hatte. Und ich habe oft festgestellt, dass auch blöde Leute das Evangelium verstehen können. Sie verstehen viel mehr das praktische Evangelium als Leute, die so klug sind, dass sie meinen, sie seien zu intelligent, um erlöst zu werden. Habe ich sehr oft erfahren. Aber der Eingang für den Glauben ist ganz bestimmt der Verstand, das Nervensystem. Und deshalb ist es so sehr wichtig, dass der Eingang nicht blockiert wird. Und Paulus sagt hier in diesem Römerbrief, dass wir fähig sind, die Eingangspforte für den Glauben, wir sind fähig, die Maschine zu missbrauchen, dass es nicht mehr fähig ist, die Botschaft des Christus aufzunehmen, die sie brauchen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Mensch richtig denkt. Denn wenn er nicht richtig denkt, kann der Eingang für das Evangelium nicht in ihn eindringen. Ich sprach Sonntagabend zweimal in Frankfurt, in dem Volksbildungsheim dort. Da waren über 1000 Menschen da. Und ich hatte all die Lehrer und Professoren und Dozenten, all diese Leute da. Die waren gekommen, über Glauben und Denken zu hören. Und wissen Sie, ich kannte einige von ihnen schon vorher. Meine Frau kommt aus Frankfurt, nicht wahr? Und ich kannte sie. Da habe ich die Predigt, den Vortrag, so hingezielt, dass es Menschen gibt, die meinen, dass sie zu intelligent seien, um zu glauben. Und da habe ich bewiesen, dass sie schon intelligent sei, aber dass sie ihre Kaffeemühle, die Denkmaschine, schon so kaputt gemacht hatten mit kleinen Steinen statt mit Kaffeebohnen, dass die Maschine endgültig kaputt ist. Und deshalb, obwohl sie intelligent seien von Natur, haben sie mutwillig ihre Maschine kaputt gemacht.
Wissen Sie, Sie haben mir das abgenommen. Ich habe es bewiesen, habe es gezeigt, wie man die einfachsten Dinge so verdrehen kann, dass man nicht mehr denken kann. Nun, ich will das jetzt auslegen mit Ihnen, wie ich es auch in Frankfurt getan habe. Also der Eingang für den Glauben ist ganz bestimmt durch den Intellekt, durch die Intelligenz, durch den Verstand. Aber dann, wenn man verstanden hat, der zweite Teil des Glaubens ist ganz bestimmt, dass man dem gehorcht, wovon man überzeugt ist. Der Glaube ist zuerst ein Überzeugtsein, aber der zweite Teil des Glaubens ist, man das tut, wovon man überzeugt ist. Darf ich Ihnen ein Beispiel geben? Als ich junger Mann war, mein Vater war nicht gläubig, meine Mutter schon, mein Vater nicht. Vater hat mir gesagt, du willst es gut. Mein Vater hatte, was hat man, Landgut hier in England. Und er hat gesagt, ja, also das machst du nicht, das macht dein Bruder und du musst was anderes tun. Und ich fragte ihn, was er meinte, und er sagt, ja, also du bist wie deine Mutter, du liebst die Wissenschaften. Warum gehst du zu meinem Freund Chatterway nach Oxford? Der war Professor der Chemie. Und er war ein sehr lieber alter Professor, so ein Professor zum Knutschen, nicht wahr? So weiße Haare und etwas kleinlich und ein bisschen dicklich, aber die Gütigkeit, die Güte strahlte ihn zu den Augen aus. Aber er war sehr, sehr zerstreut. Er war der Mann, der so seinen Hut in das Auto legen konnte, dann die Tür zumachen, das Auto wegfahren lassen, ohne selber einzusteigen. Er war so ein Typ. Mein Vater hat gesagt, das wäre der Mann für dich. Und nun, ich war überzeugt, dass das das Beste wäre. Das war Oxford und er lehrte gut und war eine Kapazität. Nun, ich war überzeugt. Vater hat mir alle Dinge gesagt, also deine Mutter, sie ist auch so, nicht wahr? Das wäre das Beste. Nun, war das genug? Dieses Überzeugtsein war nicht genug. Denn ich musste sagen, also gut, dann tue ich das. Und dann gab es die Lauferei, nicht wahr? Die Anmeldungen, die Zeugnisse schreiben. Nicht so schlimm damals wie heute. Heute ist es über alle Grenzen hinweg. Aber ich musste das tun. Und dann konnte ich sagen, ich habe meinem Vater geglaubt. Denn ich war nicht nur überzeugt, aber ich habe es getan. Und das ist der zweite Teil des Glaubens. Ich sprach mit einem Mann, einem führenden Mann in Deutschland, über verschiedene Doktrinen der Heiligen Schrift vor einiger Zeit. Und er ist ein lieber Mann, ein guter Freund von mir. Und ich sagte, aber Bruder, glaubst du das auch? Und er sagt, ja, theoretisch schon. Ich sagte, ja, warum tust du es denn nicht? Da ist er ganz rot geworden. Ich habe gesagt, wenn du überzeugt bist und nicht tust, wirst du auch deine Überzeugung verlieren. Und er ist dabei, seine Überzeugung zu verlieren. Wenn man überzeugt ist, aber erst dann, wenn man überzeugt ist, muss man es auch tun. Das ist das Zweite, dass man wirklich tut, wovon man überzeugt ist. Nehmen wir einige Sachen. Die Heilige Schrift sagt zum Beispiel über die Gedanken, wir reden über die Gedankenwelt zuerst, dass wer eine Frau anschaut, sagt Jesus, ihre zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Denn das Denken eines Menschen entscheidet sein Tun. Und deshalb, wenn man schief denkt, wird man mit der Zeit schief tun. Und er sagt, wenn du anfängst, auf Frauen zu gucken, ihre zu begehren, aber Frauen auf ihre Art und Weise bei den Männern, dann wird man letzten Endes das tun. Nun nehmen wir denn das. Die Schrift sagt als Glaubenssatz, dass man einen Bund machen muss mit den Augen, dass man diese Dinge nicht zulässt. Und dann fängt man erst an, wirklich zu glauben. Man ist davon überzeugt, dass es richtig ist und deshalb tut es. So haben wir dann zwei Dinge, die nötig sind für den Glauben.
Erstens das Überzeugtsein, dass es richtig ist und dass den Tatsachen entspricht, und zweitens, dass man es tut. Und jetzt komme ich zum Denken. Das ist der Glaube. Ich will nicht viel sagen über Glauben bei solch hohen Leuten, wie Sie es sind, nicht wahr? Ich will jetzt reden über das Denken. Nun, es gibt zweierlei Arten und Weise zu denken. Ich bin kein Philosoph. Ich bin eigentlich ein bloßer Wissenschaftler, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gemacht über die Computerwissenschaft. Es gibt zweierlei Arten und Weise zu denken. Die erste Art und Weise ist das einfache Computerdenken. Viele sagen, es sei kein Denken, aber es ist Denken. Und ein Computer kann so denken viel schneller als wir. Sie wissen, dass 2 plus 2 ist gleich 4. Und wenn Sie das nicht glauben, dann ist es sehr leicht zu beweisen. Sie machen es einfach so, wie ein Computer es tut. Und dann sagen Sie so, und das ist das Gleiche wie das, nicht wahr? Es ist nur eine Sache von Semantik. Und das ist die erste Art und Weise zu denken. 1 plus 2 ist 3, nicht wahr? Der 2 plus 2 ist gleich 4. Das 2 plus 3 ist 5. Und man kann es sehr anschaulich machen, und so tut es ein Computer. Zählt die Striche einfach zusammen. Und das ist ein beträchtliches Maß unseres Denkens auch. Nur sind wir sehr langsam. Der Computer ist viel schneller. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, nun, ich will da nicht eingehen auf Kant und auf die deutschen Philosophen und all das mit induktivem Denken und deduktivem Denken und von Erweisen und Beweisen. Ich kenne all das, aber mich macht es konfus. Und Sie möchte ich nicht mit konfus machen. Wenn ich es tue, werden Sie denken, oh, er spricht so hoch und ist so intelligent, dass wir nicht mitkommen, und Sie werden klatschen und stampfen und hauen auf den Tisch, nicht wahr, nachher, dass ich sehr zufrieden bin. Aber ich habe das ausprobiert in letzter Zeit. Sie haben mich gebeten in der Universität Oslo über die Hypercycles. Sie wissen, wovon ich rede. Nicht, ihr lieben Leute. Also Manfred Eigen hat eine Methode entwickelt, wie er meint, um zu erklären, wie die Materie sich selber organisiert ohne Gott. Er hat eine Maschine, und diese Maschinen, die er entwickelt hat, nennen sich Hypercycles. Und es ist so kompliziert, man braucht mindestens 2 Stunden, bis man überhaupt versteht, was er sagt. Und die haben mich gebeten, darüber zu referieren. Und ich habe sehr treulich getan. Und sie standen da, ihre Augen wanderten keine Sekunde, 250 Leute vor mir in der Universität Oslo. Und als ich fertig war, gab es so einen Krach, dass sie eigens Hypercycles verstanden. Und da habe ich sie gefragt, warum haben sie so geklatscht? Warum haben sie so applaudiert? Sie sagen, ja, was gut sei. Ich sage, wissen Sie was? Ich habe jetzt 2 Stunden referiert und ich weiß, was ich gesagt habe. Unsinn und Unfug ist. Ich weiß das. Und es ist auch für den Wissenschaftler unverständlich. Und das war gerade das, was ihm gefallen hat. Dass es unverständlich war. Es ist Tatsache so. Wirklich ist es so. Und wenn man das nicht tut, dann sind alle Leute böse. Nun, Inference Drawing ist die zweite Art und Weise zu denken. Ich habe gesagt, ich will nichts sagen über Erweisen und Beweisen, induktivem und deduktivem Denken mit Objekten, Indexen, all diesen Dingen. Das will ich nicht sagen. Aber Inference Drawing ist eine Art und Weise zu denken, die wir haben, die aber ein Computer nicht hat. Und das ist sehr nötig für Denken und Glauben. Was ist Inference Drawing? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dann haben wir keine Theorien mehr. Ich gebe Ihnen jetzt einen Satz und stelle Ihnen eine Frage. Sind Sie mit mir? Alle Aufmerksamkeit. Der Satz ist wichtig. Hilda ist Georgs Schwester. Georg ist aber Gudruns Bruder. Haben Sie es? Ja? Was ist das Verhältnis zwischen Hilda und Gudrun? Bitte? Einmütigkeit.
Hilda ist Georgs Schwester, Georg ist Gudruns Bruder. Was ist das Verhältnis von Gudrun zu Hilda? Nicht ganz, Sie müssen mir doch die ganze Wahrheit sagen. Also, Auktion, also ich bitte Sie. Was ist die Antwort? Also eine Antwort haben wir. Schwester. Komm, die versammelte Intelligenz von Grelingen Adelhofen. Bitte schön. Wir haben einen gemeinsamen Bruder. Oh, das ist eine theologische Antwort. Das ist so einfach. Soll ich es aufschreiben? Sie ist mindestens eine Halbschwester, nicht wahr? Mindestens. Aber das kommt auch drin, nicht wahr? Nun, sind Sie mit mir? Stellen wir diese Frage einem unvoreingenommenen, nicht speziell programmierten Computer. Was wird der Computer tun, wenn ich das mit dem Computer tue, was ich Ihnen getan habe? Bitte? Nein, das tut er nicht. Nicht, wenn er ein guter Computer ist. Das rote Licht geht auf. Ich kann das nicht lösen. Ich habe die Information nicht. Was für Information braucht der Computer, um so eine Frage zu lösen? Nun, ich sage Ihnen jetzt die Information. Sind Sie jetzt bereit mit Stift? Muss wissen, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Muss wissen, wie sie zueinander stehen. Muss wissen, dass eine Frau Eier produziert und ein Mann Spermien. Muss wissen, was eine Gebärmutter ist. Muss wissen, was eine Gestationsperiode ist. Muss wissen, dass Babys geworden werden. Und um Babys zu haben, muss man zwei haben. Muss nämlich die ganze biologische Art und Weise wissen, wie unsere Replikation stattfindet. Und dann könnte der Computer antworten. Aber um all das hineinzuspeisen in den Computer, der sich selber nicht repliziert, ist eine ganz große Anmaßung. Also man könnte es tun, aber das arme Ding, auch wenn es wüsste, auch wenn es wüsste, wie der Mensch sich repliziert, hat keine praktische Erfahrung und würde deshalb des Problems nicht wirklich bewusst sein. Denn dieses Problem kann nur wirklich verstehen der Mensch, der sich so repliziert. Also weiß, was Familie ist, was Vaterschaft ist, was Mutterschaft ist, was Schwesterschaft ist und was Bruderschaft ist. Und die Maschine kennt das nicht. Und man kann nur die Antworten in diesem Kontext geben. Nun, woher haben Sie es gewusst, dass sie eine Schwester ist oder eine Halbschwester? Die Art und Weise zu denken, die Sie benutzt haben, um diese Frage zu beantworten, ist Inference Drawing. Inference Drawing ist einfach, dass man, dies ist sehr schwach gesagt, besonders für die Theologen und für die Philosophen. Inference Drawing ist einfach Schlüsse ziehen, die abstrakt sind und 4-5 Mal um die Ecke. Sie haben diese Schlüsse gezogen, weil sie biologisch sind. Und nur weil sie biologisch sind, können sie das tun. Der Computer ist nicht biologisch und kann es nicht tun. Es sei denn, dass man die Biologie aufprogrammiert, aber auch dann wird der Computer keine Erfahrung haben von diesen Dingen. Aber sehen Sie, Inference Drawing ist eine besondere Art und Weise zu denken und ist eine Art und Weise zu denken, die ein Computer nicht in seiner Natur, in seinem Wesen nicht hat. Nun, die zweite Frage, die ich Ihnen stelle, sind Sie mit mir oder möchten Sie eine Frage stellen? Ich merke, wenn die Wolken anfangen hinaufzuziehen in den Köpfen der Zuhörer, das merke ich sofort. Haben Sie Fragen? Gut, dann stelle ich Ihnen diese Frage. Wenn das der Fall ist, dass der Computer so denkt, ist diese Art und Weise zu denken, sind Sie mit mir? Ist diese Art und Weise zu denken genauso zwingend wie 2 + 2 = 4? Ja oder nein?
ist es genauso zwingend, dass Hilda Gudruns Schwester ist, oder Halbschwester, wie 2 plus 2 ist gleich 4. Ja. In einer ganz anderen Art und Weise zu denken. Aber ist genauso zwingend. Die Denkweise ist genauso zwingend in beiden Fällen. Und das hat natürlich Kant, Immanuel Kant, als er sagte, man kann weder Gott beweisen noch nicht beweisen, weil er in einer anderen Dimension lebt, ist schon richtig. Aber diese Unterschiede, die wir seit dem Anbruch der Computerdenkweise, hat er nicht gekannt. Und er brachte Erweise und Beweisen, alles, was die Philosophen und Theologen bringen. Aber was ich Ihnen klar machen will, ist, dass man auch mit Inference Drawing genauso scharf und zwingend denken kann, wie ein Computer, 2 plus 2 ist gleich 4. Die Antwort ist genau so zwingend in beiden Fällen. Nun, haben Sie da Fragen oder nicht? Denn wenn Sie das nicht haben, dann will ich beweisen, das, was Paulus gesagt hat hier in Römer 1. Nämlich, dass die Schöpfung genauso klar beweist, dass es einen Schöpfer gibt. Die unsichtbare Gottheit ist genauso klar gesehen anhand von der sichtbaren Schöpfung, wie 2 plus 2 ist gleich 4. Und wenn man das nicht annimmt, dann ist man ohne Entschuldigung. Das ist die Proposition von heute Morgen. Verstehen Sie mich? Sind Sie mit mir? Jetzt ist es ein bisschen stiller geworden. Das ist, was Paulus sagt. Er sagt, der Zorn Gottes kommt über Menschen, die nicht bereit sind, Inference Drawing zu machen. Denn wir sind nicht Computer, wir sind mehr als Computer. Aber die Denkweise von einem Nicht-Computer in Inference Drawing ist genauso zwingend wie Computerdenken, 2 plus 2 ist gleich 4. Ist es gut? Denn wenn man da sich weigert, es erstens anzunehmen, was Inference Drawing beweisen will, dann gibt Gott einen dahin, in einen verkehrten Sinn zu denken, was nicht taugt. Das heißt, wenn man sich weigert, klar zu denken, dann kann man überhaupt nicht mehr denken. Dann wird man überzeugungsunfähig. Von wem hat Jesus gesagt, sie seien überzeugungsunfähig? Kennen Sie die Geschichte von Lazarus? Und von dem reichen Mann im Feuer? Und er sagt, der reiche Mann, schick doch Lazarus hin, dass er meinen Brüdern sagt, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Und Jesus hat gesagt, nein. Denn auch Lazarus würde sie nicht überzeugen, auch wenn er von den Toten käme. Warum nicht? Jesus sagte, wenn sie nicht fähig sind, anhand von Moses zu glauben, dass solche Leute in der Hölle sind, dann würden sie auch nicht überzeugt sein, wenn einer von den Toten auferstünde. Die sind überzeugungsunfähig. Und das ist so wichtig, dass was man trainiert und was man in den Schulen heute, in den Universitäten nicht tut, dass man trainiert die Denkweise. Und die Hauptdenkweise, nachdem 2 plus 2 ist gleich 4, ist sicher Inference Drawing. Und die ist genauso zwingend in der Methodik, wie 2 plus 2 ist gleich 4. Nun, ich will das jetzt machen. Nun, das Problem ist dieses, wie man in der Schöpfung klar sieht, dass es einen ewigen Schöpfer geben muss. Und das ist mittels der Methode des Inference Drawing. Inference Drawing ist ein technischer Terminus. Ins Deutsche kann man es nicht genau übersetzen, aber wenn man sehr, sehr wishy-washy übersetzen will, heißt es Schlüsse ziehen. Aber es ist mehr als das, es ist ein Terminus. Und wenn ich den falschen Terminus sage, dann kommen alle Leute fallen über mich her. Es heißt, dass man entfernt, abstrakt Schlüsse ziehen kann, die genauso verbindlich sind wie 2 plus 2 ist gleich 4. Nun, ich will es jetzt machen. Und das braucht eine Stunde, um das zu tun. Und dann kommen wir zurück und ziehen unsere Schlüsse und wir sehen, worum der Zorn Gottes über die heutige Menschheit kommt. Es ist keine Entschuldigung, gar keine. Und weil man das nicht weiß, kann man das Evangelium mit Vollmacht, und ich meine nicht mit Dogma, sondern mit Vollmacht verkündigen. Wenn man dies hat,
dann kann man es mit ganz großer Liebe in Vollmacht tun. Nun, wenn ich eine Idee habe, muss ich die Ideen vermitteln. Abstrakte Ideen, abstrakten Wesen, Kopfwesen vermitteln. Warum wir sagen, ich habe Zahnweh und unter dem Backenzahn ein Abszess. Und ich bin auf hoher See. Kein Zahnarzt da und so bin ich. Nun, ich muss das irgendwie vermitteln. Wir haben eine Methode entwickelt, die ganz arbiträr ist. Und wir sagen SOS. Und das heißt das Notsignal. Not schlechthin, einfach Not SOS. Aber wenn man mit Radioapparaten auf kleinen Schiffen umgeht, ist es sehr umständlich, Telefone zu haben, dass man sagt SOS oder ich habe einen Backenzahnabszess. Man entwickelt einen zweiten Code aus dem ersten. Und SOS sieht nicht aus wie ein Backenzahnabszess, nicht wahr? Aber es bedeutet, es schließt in sich diese Bedeutung. Es ist ein Notsignal. Nun, um es noch leichter zu machen, leiten wir von dem ersten Verfahren SOS. Hat nichts zu tun mit Backenzahnabszessen, aber wir haben gesagt, SOS, arbiträr, willkürlich, schließt das in sich, SOS. Eine leichtere Methode ist zu machen mit Morsecode. Morsecode ist Punkt, Punkt, Punkt für S, Strich, Strich, Strich für O und Punkt, Punkt, Punkt. Und deshalb, wenn ich irgendeinem Schiffsoffizier mit der Taschenlampe ihm ins Auge winke, dann weiß er sofort und sagt, Schiff in Not irgendwo. Jemand braucht etwas. Wir haben eine Viertelstunde pro Stunde haben sie frei in den Radiowellen, um diese Notrufe zu hören. Nun, die Frage ist übermitteln. Ich kann es so übermitteln, wie ich gesagt habe, mit Licht. Diese Botschaft, Backenzahn schließt Backenzahnabszesse in sich, alle Notstände schließt in sich. Oder ich kann es auf Papier schreiben. Nicht wahr? Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, 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 ich halte es Ihnen hoch. Kann man auch machen. Oder man kann ein Flugzeug hochschicken mit Rauchpatrone und am Himmel schreibt er Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Jeder weiß, er hat einen Backenzahnabszess oder etwas so ähnlich. Nun, es ist Nachrichten, Übermittlung von Information. Und Übermittlung von Information ist keine Sache, die man deduzieren kann. Alle Information ist ein Überraschungseffekt. Und eine Überraschung ist ein Bit, BIT, von Information. 8 Bits von Information, 7 wie man zählt, 8 wie man Anfang und Ende zählt, ist ein Byte, B-I-T, im Englischen, von Information. Überraschungseffekte, die man nicht deduzieren kann, aber die deshalb Information, Überraschungen erhalten. Denn es ist eine Überraschung, dass ich sowas habe, nicht wahr? Kann man nicht kalkulieren von dem Tag aus, wo ich eine Geburtsbescheinigung bekam, dass ich an dem Tag einen Zahnabszess bekommen würde. Ist eine Überraschung, was man von Naturgesetzen nicht kalkulieren kann. Wenn ich das dem Herrn Eigen beibringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Man kann es nicht. Also ein ganzes Buch, das Spiel, handelt sich um diese Dinge, um so etwas Einfaches. Nun, ich muss eine bessere Methode finden, die umfangreicher ist, diese Idee von Notstand Ihnen zu übermitteln. Denn der genetische Code ist ein Übermittlungsverfahren, ein Verfahren zur Speicherung und zur Wiedergabe von Informationen, die eine Überraschung ist. Und das muss ich irgendwie übermitteln. Nun, ich kann es tun, indem ich hier meinen Schuhriemen, ist kaputt heute Morgen, nehme ich nicht raus, meinen Schuhriemen nehme und hier binde ich einen Knoten, da binde ich einen Knoten, da binde ich einen Knoten.
Wenn ich hier die 3 Knoten habe im Schuhriemen, da habe ich mein S. Wenn ich dann doppelten Knoten, doppelten Knoten, doppelten Knoten binde, dann habe ich das O. Und dann S, Punkt, 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 einfacher Knoten, einfacher Knoten, einfacher Knoten. Da habe ich dann das zweite S. Nun, ich hänge es Ihnen hoch, Schuhriemen mit diesen Knoten drin, und Sie sagen, aha, das könnte in sich ein Backenzahnabszess schließen, nicht wahr? Oder er hat was Falsches gegessen und hat Bauchweh oder so etwas. Nur indem ich das aufhänge. Wie erfahren Sie das? Wie kommt Ihre Sinneswahrnehmung von dieser Botschaft? Nun sagen Sie mir. Mit welchem Sinn? Mit den Augen? Punkt 1. Und mit sonst was? Mit dem Wissen, dass wir Punkt, 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 Strich, 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 Punkt, 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 arbiträr oder willkürlich diese Bedeutung aufoktroyiert haben. Sie müssen zuerst die Sinneswahrnehmung haben, dass das so ist. Und dann zweitens müssen Sie die Entzifferung, die Dechiffrierung, das Geheimnis der Verschlüsselung des Codes wissen. Mit zweierlei können Sie dann die Bedeutung rausbekommen. Ist das gut? Mit zweierlei. Einerlei geht es nicht. Wie können Sie es sonst tun? Hier ist das hier oben, hängt runter über dem Mikrofon. Wie könnten Sie es sonst tun? Die gleiche Botschaft bekommen und dann entziffern mit Ihrer arbiträr bedingten Dechiffrierung. Wie könnten Sie das tun? Bitte? Ja, aber nicht auf diesem Schuhriemen. Abtasten. Sie könnten es machen mit dem Gefühl. Also Sie haben dann 2 Kanäle für Ihr Informationssystem offen, um so eine Botschaft zu bekommen. Aber die Basis ist die willkürlich festgelegte Chiffrierung, nicht wahr? Das ist die Basis. Und die 2 Kanäle speisen diese Basis, sodass Sie die Idee bekommen. Nun, der genetische Code ist ein Teil von diesem System. Es funktioniert genauso. Der genetische Code hat statt einen Schuhriemen 2. Und die 2 Schuhriemen in dem genetischen Code enthalten zwischen den Schuhriemen 4 Buchstaben. Wie viele Buchstaben hatten wir bei dem Schuhriemen? A2, aber denken Sie ein bisschen weiter. Denken Sie jetzt nicht mehr theologisch. Denken Sie ein bisschen wissenschaftlich. Wenn ich sie alle übereinander binden würde, könnten Sie sie lesen. Sie müssen also Intervalle haben, nicht wahr? Wenn die Intervalle da sind, dann haben Sie es. Aber Sie müssen also 2 Buchstaben plus Intervalle. Also Sie müssen, sind Sie mit mir? Sie müssen Interpunktion haben. Zu einem Code gehört immer Interpunktion irgendwelcher Art. Irgendwie müssen Sie das tun, zu trennen, Satz für Satz. Nun, der genetische Code ist genauso. Es ist ein Informationsspeicherung und Wiedergabesystem mit Interpunktion. Und es funktioniert so. Man hat an der einen Seite einen Riemen, einen Strang von Molekülen, die heißen Phosphat, PO4, womit Sie den Boden düngen im Garten, PO4. Und dann ist gekoppelt an den PO4 ein DOR, Desoxyribose. Und Desoxyribose ist ein 5-Ring Zucker. Also unser Zucker, den wir in der Küche essen, die 6 Ringe, nicht wahr? Aber hier ist ein 5-Ring und auch ein Zucker. Und an diesem Zucker sind die 4 Buchstaben des Lebens geheftet. Und das macht die Nukleotide. Die nennen sich Nukleotide. Und so bekommt man ein System heraus, das Phosphat plus Zucker mit den Buchstaben, also mit dem Knoten hier, dran gehängt. Und dann kommt Phosphat, und dann kommt Desoxyribose mit einem anderen Buchstaben. Und dann kommt Phosphat, und dann kommt Desoxyribose
mit einem anderen Buchstaben. Und dann kommt Phosphat, Desoxyribose und einen vierten Buchstaben. Nun, wenn Sie, können Sie alle Englisch? Ja, wenn Sie A, P, E schreiben, was bedeutet das? Ape, Ape, heißt im Englischen Affe, nicht wahr? Affe. Nun, wenn ich Ape schreibe, ist A, P, E. 3 Buchstaben in dieser Reihenfolge. Wenn ich P, E, A schreibe, was heißt das? P, Erbse, P. Gleich Buchstabe, andere Sequenz und deshalb eine völlig andere Bedeutung. Und das ist alles willkürlich festgelegt in dem Code. Sie können es machen mit dem Deutschen. U, N, D heißt und. Nun, was heißt D, N, U? Nichts. Es ist eine Unsinnsequenz da. Oder N, D, U. Gleiche Buchstabe, Sequenz, verschieden. Es ist einfach eine Sache von Buchstabierung, die man unwillkürlich tut im Deutschen. Aber auch in dem genetischen Code, sind Sie mit mir? Auch in dem genetischen Code sieht man, wie willkürlich der Code den Buchstaben aufoktroyiert ist. Hat nichts mit Chemie zu tun, hat mit einer Sprache zu tun. Und eine Sprache ist eine Methode, um Ideen zu übermitteln. Was muss man wissen, um eine Sprache zu verstehen? Grammatik und Vokabular, all diese Dinge müssen auch da sein, nicht wahr? Wortschatz müssen Sie auch haben. Aber Grammatik und Wortschatz sind sehr wichtig. Und so ist es im genetischen Code. Wenn Sie verschiedene Buchstaben haben in verschiedenen Reihenfolgen, bedeuten sie genau das Gleiche wie NUD, UND und so weiter. Nun, Eigen hat in seinem Buch das Spiel. Die Schulbuben kommen zu mir mit seinem Buch unter dem Arm, um zu versuchen, mich in Verlegenheit zu bringen. Haben sie getan in Frankfurt jetzt. Das ist der größte Genuss, den es gibt. Was ich getan habe, ist Folgendes. Eigen sagt, hören Sie zu, dass wenn man Buchstabenreihenfolgen zufällig macht, zufällig wird man eine Sprache bilden. Das ist die These. Und deshalb kann der genetische Code durch Zufall entstehen, dass zufälligerweise UND gebildet wird. Und UND, also UND bedeutet das Pluszeichen, nicht wahr? Plus. Ist das richtig? Verstehen Sie mich? Bedeutet das? Ich habe das getan in Helsinki jetzt, vor der Universität. Alle kennen das Spiel da oben. Also, bitteschön, Sie können nichts dafür sagen. Der genetische Code kann durch Zufall entstehen und wir können es beweisen. Und Sie geben einem einen Hut und da sind 26 Buchstaben. Jedes Mal, für jeden Buchstaben 1000 Mal vorhanden. Also 1000 A's, 1000 B's, 1000 D's bis 1000 Z's, nicht wahr? Und da würfen wir aus diesem Hut und wir bekommen heraus UND. Und da sagt er, gut, ich habe UND durch Zufall gemacht, deshalb brauche ich keinen Schöpfer. Entsteht von selber. Und so entsteht der genetische Code, sagt er, diese Buchstaben bedeuten, wenn sie gelesen werden von den Ribosomen. Sie wissen, was Ribosomen sind? Nee? Also, die Ribosomen sind kleine Organismen, die auf diesen langen Schuhriemen klettern, doppelten Schuhriemen. Und sie gehen den Schuhriemen hinunter und sie fühlen sich die Knoten, die 4 Knoten, 5 mit RNA, UAC, 4 mit DNA, mit den 4, die ich da aufgeschrieben habe, sie fühlen sie ab. Wenn Sie sie abgefühlt haben, spucken Sie aus, in chemischer Form, was Sie gelesen haben. Spucken Sie aus. Während Sie hier sitzen, sind Billionen
von Ribosomen, die ihren ganzen genetischen Code, RNA, herunterlaufen und sie spucken sie aus. Sie spucken aus, ob sie eine krumme Nase haben, ob sie braune oder blaue Augen haben, ob sie ein Mensch sind oder ein Krokodil. Das spucken sie alles aus. Die Vorschrift, der genetische Code, ist eine Vorschrift, wie man sie macht. Wenn Sie eine Frau sind, werden Sie XX ausspucken. Und dann sind Sie eine Frau, Sie können nichts dafür. Und wenn Sie ein Mann sind, werden Sie XY lesen. Und das bestimmt den ganzen Körper des Mannes anhand von diesem System. Es ist ein wunderbares System von Information, Speicherung und Wiedergabe. Und alle Information, man sieht das ein, ist ein Überraschungseffekt. Kann man nicht kalkulieren. Das muss von außerhalb in ein System hineinkommen. Diese Idee, dass Information spontan entsteht, ist die größte Häresie von allen Häresien heute. Ist einfach nicht wahr. Das ist ein Überraschungseffekt, der angepasst ist an einen Code, und ein Code ist immer willkürlich. Also dann haben Sie doppelt diese willkürliche Wirkung. Kommt nie und nimmer vor aus Zufall. Und in Helsinki habe ich Folgendes getan. Die haben in England eigene Kompanie, wie sie diese Erklärung für die zufällige Entstehung von dem genetischen Code aus Naturgesetzen und Materie. Das ist die Basis. Der genetische Code entstand durch die Wirkung von Naturgesetzen auf Materie. Und deshalb kommt das alles raus. Das leugnet die ganze Idee der Überraschungseffekte von Information. Nun, ich habe es folgenderweise gemacht. Ich habe ein bisschen Finnisch gelernt. Ich verwende hochwahrlich viel. Das ist eine sehr schwere Sprache. Noch schwerer als Türkisch. Türkisch hat mich kaputt gemacht und Finnisch hätte mich erledigt. Nun, wir haben dann unseren Hut genommen vor der Universität mit 1000 A's, 1000 B's, 1000 C's auf Zettel, nicht wahr, in dem Hut. Und da habe ich dann rausgepickt die Buchstaben, wie man den genetischen Code durch Zufall macht. Es ist denkbar, der Zufall, sagen sie immer. Und da habe ich dann rausgepickt J, A. Wenn ich das in England gemacht hätte und gefragt hätte, hier habe ich eine Sprache gebaut, hätten sie gesagt, das ist keine Sprache, denn es ist nicht Englisch. Ja, existiert nicht im Englischen. Also wir haben eine Sequenz in England ohne Bedeutung. Nur in Helsinki sprechen sie Finnisch. 8% sprechen Schwedisch. Deshalb geht es sehr gut dort. Ich sagte, ja, was bedeutet das? J-A. Und die Finnen, 80%, die haben gesagt, das bedeutet Plus und. Ja, im Finnischen bedeutet Plus. Also das ist eine Idee, Plus, nicht wahr? Es ist eine abstrakte Idee, Plus und. Aber die Schweden protestierten sehr laut und sagten, nein, es bedeutet nicht Plus. Es ist affirmativ. Es heißt Ja, genau wie im Deutschen. Also Ja ist affirmativ. Im Englischen. Also haben wir eine Sequenz gemacht, aber haben wir die Bedeutung der Sequenz gemacht zur gleichen Zeit nach dieser Methode? Was meinen Sie? Ja oder nein? In einem Fall haben wir keine Bedeutung gehabt. In England hätte es nichts bedeutet. In Finnland, was haben wir für Bedeutungen da bekommen? 90% haben gesagt, es bedeutet Plus, denn Ja im Finnischen bedeutet und. Und 8% Schwedisch, die sagen, das Ja ist affirmativ, Ja wie im Deutschen. Also ganz klar, dass die Bedeutung, die Synthese, eine Sequenz durch Zufall
die Sprache nicht synthetisiert. Verstehen Sie mich? Haben Sie das ganz klar? Die ist absolut maßgeblich. Jetzt muss ich in Terminus benutzen. Mit Hilfe von Zufall, kann man reduzierte Entropie, das heißt Struktur oder Unwahrscheinlichkeit, schon synthetisieren. Aber die Bedeutung mit Syntax, diese Sequenz, lässt man ganz kalt. Hat man überhaupt nichts zu tun gehabt. Kann alles bedeuten. Also was geschieht durch Zufall, ist, man kann ein Gerüst für eine Sprache machen, auf dem eine Sprache reiten kann, aber man synthetisiert die Sprache gar nicht. Tut überhaupt nichts zu der Synthetisierung einer Sprache. Denn die heimliche Methode, einen Code zu entziffern, zu dechiffrieren, ist nicht da. Das ist ein Geheimnis von uns, dass man die Grammatik und die Synthese der deutschen Sprache kennt. Und dann kann man diese deutsche Sprache auf irgendwelche Hieroglyphen. Man kann ja Deutsch schreiben mit der hebräischen Schrift, nicht wahr? Wenn man sehr gut ist, kann man es machen. Meine Kinder, sie haben zuerst Englisch gelernt in amerikanischen Schulen. Und als sie dann in die deutsche Schule gingen in Ankara, wissen Sie, was sie getan haben? Sehr tapfer. Deutsch geschrieben nach englischer Buchstabierung. Und die Lehrer waren absolut perplex, was dieses Kauderwelsch bedeutet, nicht wahr? Lesen Sie Deutsch geschrieben auf die englische Art und Weise, sehen Sie, was da rauskommt. Ich sage Ihnen, Kopfweh und nicht viel anders. Sie mussten das alles lernen, all dieses System lernen, um fertig zu werden mit der Sprache. Und zu sagen, dass man eine Sprache, wie die genetische Sprache, bauen kann durch Zufall, ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn, nichts anderes. Kann man nicht. Das weiß jeder, der ein bisschen mit Computersprache umgeht. Die Computersprache erklärt uns, wie man reduzierte Entropie, also Ordnung und Strukturen und Sequenzen und Reihenfolgen von Buchstaben, wie man denen Bedeutung aufoktroyiert. SOS hat mit Zahnbackenweh nichts zu tun. Aber wir haben gesagt, lasst SOS das bedeuten. Aber SOS hat es gar nicht entwickelt. SOS können Sie sehr leicht würfeln aus einem Hut. Aber wenn Sie das getan haben, es sei denn, dass Sie einen Radiooffizier haben, der weiß, was er tun soll mit SOS, wird SOS gar nichts bedeuten. Das Kind wird sagen, SOS, nichts anderes bedeutet es nicht wahr? Fertig. Aber nicht, dass es eben der Notruf ist. Nun, was wir hier haben, ist ein System, da muss ich Zeit nehmen für die Diskussion. Wir haben in dem genetischen System hier, in jeder Zelle Ihres Körpers, Stränge, die in einer Zelle in der Größe von einer Nadelspitze, Zellen variieren in Größe, nicht wahr? Wir haben oft Stränge, doppelte Helices, die oft 2 Meter lang sind, zusammengewickelt auf der Größe einer Nadelspitze. Und es sind 46 Kapitel drin, und das sind die 46 Chromosomen. Sie wissen, was die Chromosomen sind. Das ist ein Kapitel in diesem Buch. Und wenn wir sie aufschreiben würden, wenn ich mich hinsetzen würde und das übersetzen und Deutsch schreiben, würde ich 1000 Bände von je 500 Seiten, Kleinstdruck, den man nur lesen kann mit einer Lupe, brauchen, um die Vorschrift von ihnen aufzuschreiben. Die Vorschrift von einem Krokodil ist in der gleichen Sprache wie die Vorschrift für mich und in der gleichen Sprache wie die Vorschrift für eine Bienenorchidee. Die Sprache ist gleich. Wo kommt eine Sprache her? Von Zufall? Von Würfeln? Sie gucken mich ganz groß an, als ob ich sie beleidigt hätte. Obwohl das nicht getan habe. Wo kommt eine Sprache her? Wer entwickelt Sprachen? Wer entwickelt Sprachen? Kreatives Wesen. Ja, theologische Antwort. Ist richtig. Aber können Sie es ein bisschen besser sagen?
Eine Person, ja, ein Computer könnte man sagen, zur Not sein denkendes Wesen. Aber ein Computer kann auch, wenn richtig programmiert, auch eine Sprache entwickeln. Kannst du. Fortran, und solche Computersprachen sind so entwickelt worden. Aber die kommen immer letzten Endes von einer Persönlichkeit. Und von einer Persönlichkeit, die Ideen hat und die Ideen hat, die diese Persönlichkeit übermitteln will. Also kann ich das jetzt theologisch sagen, jetzt haben Sie Ihre Gelegenheit. Kommen immer von einem Logos. Kann man ja argumentieren. Logos, das Wort. Eine Sprache ist nie ein Produkt von Chaos, sondern von Logos. Auch wenn man es mit dem Computer tut, muss der Computer programmiert werden, um das zu tun. Und das Programm kommt nie aus Chaos, sondern aus Logos. Vom Denken, vom mathematischen Denken, sehr oft. Und deshalb sind wir ziemlich klar darüber, dass, weil wir in unserem Wesen Logos sind, jegliche Zelle ihres Körpers, mit Ausnahme der genetischen Zellen, mit Ausnahme also der Spermien und der Ova, jede Zelle enthält 46 Kapitel von Vorschriften, um sie zu machen. Und das wird genau abgelesen von einem Ribosom, von den Ribosomen, und spuckt sie aus. Und weil diese Vorschrift 50% kommt von ihrem Vater und 50% für ihre Mutter, sind sie ein Gemisch von ihrem Vater und von ihrer Mutter. Die blauen Augen haben sie von der Mutter, nicht wahr? Die Haarfarbe vielleicht vom Vater. Die Form der Nase von der Großmutter oder von dem Großvater, wie sie wollen. Aber die Vorschrift ist alles repliziert worden nach Prinzipien. Und diese Vorschrift wird gelesen. Und ist alles ein schreiender Beweis dafür, weiß, wenn Sie Philosoph sind, Beweis dafür, dass sie Logos sind. Nun, wenn sie Logos sind, der genetische Code ist ein Logos, nichts anderes. Wenn sie das sind, woher kommt denn, was ist der Ursprung von diesem Logos? Wissen Sie, was die materialistische Wissenschaft sagt? Sie sagt, dass der Ursprung des Menschen in Materie liegt und in Energie liegt und in Zufall? Was noch? Zeit. Jawohl. Also, jetzt müssen wir diese beiden Formeln aufschreiben, dann sind wir da. Also die Formel für das Leben ist Materie plus Zufall plus Energie, machen wir so, plus T für Zeit. Time. Ja, nun, angesichts unserer Erfahrung von heute Morgen sagen wir, dass diese Formel mangelhaft ist. Ein wichtiger Faktor ist ausgelassen. Der Faktor, der ausgelassen ist dieser. Materie plus ja, sagen Sie es wissenschaftlich, denn also ich schreibe es Ihnen. Ist gut? Know-how plus Energie plus Zeit nun
Sie waren so lieb und geduldig mit mir. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte jetzt. Meine Frau sagt, ich darf nur wissenschaftliche Geschichten erzählen. Also das ist eine wissenschaftliche Geschichte, aber es ist doch sehr spannend. Ich stand eines Tages in meinem Laboratorium in Chicago, wenn wir sehr wichtige Sachen zu tun hatten. Tut mir leid, ich habe sie immer selber gemacht, denn es ist ein unbekannter Faktor, wenn irgendein Student schnell die Arbeit fertig machen will, man weiß nicht, was er getan hat. Und da stand ich dabei, ich habe etwas präpariert für die nächsten Versuche und es war sehr, sehr heikel. Und gerade wie ich mittendrin war, einen wichtigsten Punkt, bricht die Tür förmlich auf. Die Amerikaner, die klopfen nicht beim Professor an, die bumsen rein. Ja. Übrigens bei Zimmer 5 heute Morgen bin ich herumgeirrt heute Morgen. Ich meinte, es sei mein Zimmer. Entschuldigen Sie, Nummer 5. Das war meine Schuld. Da bin ich auch ohne Klopfen da reingekommen. Entschuldigen Sie. Eigene Gewissen muss immer schlagen. Es ist ein gutes Zeichen, das sagt von mir selber. Nun, die stürzen ins Zimmer. Sie haben unter dem Arm einen roten Gebetsteppich, einen mohammedanischen Muslim-Gebetsteppich. Und ich guckte sie an, es waren 5 oder 6 von ihnen. Ich sagte, ja, meine Herren, ich habe die Ehre Ihres Besuches. Warum? Ich bin gerade beschäftigt. Oh, sie sagten, Sie brauchen nicht beschäftigt zu sein, wir sind gekommen, Sie zu ermorden. So schnell, so früh am Morgen? Ja. Ich sagte, ja, aber warum der rote Teppich? Und da haben sie gesagt, das ist, damit Sie vorher beten können. Das ist ein Gebetsteppich, 5-mal am Tag, wissen Sie. Und da habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, ich möchte mich ein bisschen vorbereiten vorher. Wollen wir nicht Tee trinken als Vorbereitung vorher? Und sie sagen, ja, sie würden gern Tee trinken. Und da habe ich schnell dann Tee aufgesetzt, wie die Professoren das machen, und ihnen einen Tee gegeben und habe gesagt, was ist das denn? Die waren alle Marxisten, ich kannte sie. Ich hatte sehr gute Beziehungen zu den Marxisten, nie Mühe. Und man kann mit denen auch besser denken als mit schlafenden Christen, wissen Sie. Wenn man schläft, kann man überhaupt nicht diskutieren. Aber wenn man nicht schläft, auch wenn dann anders gesund ist, macht es nichts, man kann wenigstens diskutieren. Sie sagen, dass Gott die Welt und den genetischen Code gemacht habe. Das sagen Sie. Wir sagen, dass das ein Kappes ist, ein Unsinn ist. Doggerel. Da habe ich gesagt, also bitteschön, geben Sie mir Ihre Gründe an. Ihr Kollege Saul Spiegelman um die Ecke hat letzte Woche Leben erschaffen, aus totem Stoff, aus anorganischem Stoff. Sie sagen, dass Gott der Autor des Lebens ist. Und hier hat ein Mann das getan. Was sagen Sie dazu? Da haben Sie gesagt, ich sagte, ich weiß es nicht, wie hat er das gemacht? Sie haben gesagt, sagen Sie das oder sagen Sie das nicht? Ich sage, ja, ich glaube schon, dass Gott das Leben gemacht hat. Also, dann sagen Sie, gut. Saul Spiegelman hat das Leben gemacht. Nach dieser Denkweise ist Saul Spiegelman Gott. Oh, sagte ich, ja, ich verstehe diese Art von Inference Drawing zu machen. Das ist doch sehr, sehr gescheit. Sitzen Sie sich, trinken Sie noch eine Tasse Tee. Und könnten Sie mir genau sagen, wir müssen die Probleme richtig organisieren, können Sie mir sagen, wie er es genau gemacht hat? Sie sollten Ihre Pharmakologie kennen, nicht wahr? Und die Marxisten waren eher interessiert an Politik als an Pharmakologie. Und Sie sagen, ja, also ich soll Ihnen das sagen, wie er es gemacht hat. Ich sage, also gut, also wenn Sie wünschen, das werde ich schon sagen. Aber Sie sind gekommen, um mich anzugreifen. Und jetzt muss ich Sie unterrichten. Sie sind in einer sehr schwachen Lage. Nun, ich sagte, wie hat er es gemacht? Er hat ein Virus auseinandergenommen und in 7 oder 8 Teile. Ich mache nur 5, das ist zu viel für mich hier, aber das Prinzip ist gleich. Aufgeteilt. Und dann hat er diese Teile hier alle kristallisiert und sie waren tot.
Sie waren anorganisch, sie waren des Lebens nicht fähig. Und da, was er getan hat, diese 8 oder 7 oder 8 Teile, jedes Teil hatte 4, 5, 6 Wertigkeiten, die frei sind. Das sind die Wertigkeiten. Okay? Nun, die Schwierigkeit bei diesen Dingen ist, wenn man sie zusammentut, wo wir sagen, in einen Küchenmixer, in einen Wearing Blender zusammentut, verbinden sich die falschen Wertigkeiten mit den falschen Wertigkeiten. Und das Leben muss es so haben, dass Wertigkeit A sich nur mit Wertigkeit B verbindet und Wertigkeit C mit Wertigkeit D und E und F und G und H müssen alle spezifisch miteinander richtig verbunden sein. Und wenn man sie einfach zusammenschmeißt in einen Wearing Blender, das ist ein Küchenmixer, und ich fahre bei 20.000 Revolutionen die Minute, dann verbinden sie sich alle kunterbunt. Das verbindet sich mit dem und das verbindet sich mit dem und das verbindet sich mit dem, nicht wahr? Und das mit dem. Und das Leben entsteht nicht. Da habe ich denen gesagt, also wissen Sie, ich glaube, dass Saul Spiegelmann diese 8 Teile genommen hat und dann in einen Wearing Blender, in den Küchenmixer getan hat und auf 20.000 bis 40.000 Touren die Minute hochgedreht hat und hat gewartet, bis sie zufälligerweise alle richtig sind. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist falsch, wir wissen das, denn wenn sie sich einmal verbunden haben, gehen sie auseinander. Und sie müssen alle richtig sein und die Chancen, alle richtig zu bekommen, sind so gering, dass man nicht genug Stoff hat und nicht genug Zeit hat, um es richtig zu machen. Fehlen beides. Wie hat es denn gemacht? Ja, sagen Sie uns, sagen Sie, wie er das gemacht hat. Ich sage, gut, ich sage es Ihnen im Prinzip. Was er getan hat, ist in eine andere Farbe hier. Ob Sie es sehen können, weiß ich nicht. Das hat er blockiert, das hat er blockiert, das hat er blockiert, das hat er blockiert. Das hat er blockiert, das hat er blockiert, das hat er blockiert, das hat er blockiert, das hat er blockiert. Das hat er auch blockiert. Und dann, als nur 2 offen waren, da hat er sie dann erwärmt mit einem Enzym und sie koppelten sich. Und dann, nachdem er das gekoppelt hat, hat er diese hier entblockiert. Und dann hier blockiert, hier blockiert, hier blockiert, hier blockiert, hier blockiert. Und dann wieder zusammengetan mit richtigen Enzym. Und siehe da, geschah zusammen. Und das hat er getan 8 Mal. Die Arbeit, die damit verbunden ist, die ist schrecklich. Eine schreckliche Methode. Aber es funktioniert. Und es lieferte einen Virus, sagen Sie nie, dass der Mensch kein Leben schaffen kann. Seien Sie nie ein Vitalist. Sie haben den guten Professor Walter Heidler, der ein frommer, treuer, lieber Freund von uns ist. Die haben ihn ausgelacht aus der wissenschaftlichen Fakultät in Mainz, weil er sagte, es sei den Menschen verboten, von Gott das Leben zu machen, denn sie könnten es nicht. Und sie haben ihn konfrontiert mit diesen Sachen. Der arme Mann, die haben ihn so mit der Dampfwalze behalten. Also schändlich für einen alten Mann, aber er hat es nicht gewusst. Jetzt wissen wir das. Da habe ich gesagt, also meine lieben Freunde, wie ist denn das? Wie hat Saul Spiegelmann das gemacht? Da haben sie dann gewartet, bis der Tee wird, und da musste ich Ihnen doch sagen, ich habe es gesagt, hat es getan mit dem Zusatz von Know-how. Er hat es gewusst, wie man es tut. Und zielbewusst alle anderen Nebenwege blockiert. Und dann tat er es zusammen. Und Chemie plus gewusst wie, abgelesen von dem Leben, also kopiert von Gott, wenn Sie wollen. Ich glaube, dass es kopiert ist von Gott. Und dann hat er es getan. Und da habe ich Sie noch dazu gefragt, wenn jemand ein Plagiat macht, Sie wissen, was ein Plagiat ist? Nee. Also wenn jemand abguckt
Und dann sagt er, sei der Autor. Die Leute, die Plagiate machen von meinen Büchern, es gibt eine ganze Menge, ich könnte Ihnen die Namen sagen, wenn Sie wollen. Was sie tun, ist, sie erwähnen den wirklichen Autor nicht. Das ist ein Kennzeichen von Leuten, die Plagiat machen. Nun, ich sagte, was so Spiegelmann getan hat, ist ein Plagiat von Gott. Er hat gesehen, wie Gott das gekoppelt hat. Und als er so machte, wie Gott es gemacht hat, was die Chemie selber nicht tun kann, denn die Chemie selber macht Durcheinander. Aber ein Plagiat von Gott ist da, um ein Durcheinander zu vermeiden. Und als es dann genau tat, wie Gott es getan hat, hat ich gesagt, es funktioniert, ich habe das Leben gemacht. Genau wie alle Leute, die Plagiate machen. Ich habe es getan, in Wirklichkeit habe ich es abgewogen. Ich sage, das ist sehr schön. Wie hat es denn gemacht? Er hat es gemacht, Materie plus Zeit plus Energie plus Know-how. Oder Logos. Wir würden sagen Logos und uns, nicht wahr? Aber in der Wissenschaft sagt man Know-how. Man schließt alles andere aus und dann lässt man es nur geschehen, wie es geschehen soll. Und das Resultat ist das Leben. Nun, die Heilige Schrift sagt ganz klar im ersten Buch Mose, dass Gott den Ackerboden nahm. Ackerboden. Das sind alle Elemente, aus denen wir physikalisch, der Körper, die Zeltbewohnung, in der wir wohnen nach Paulus, er nahm das und sein Geist, sein Logos, Pneuma, wenn Sie wollen, kam darüber. Und da entstand eine lebendige Psyche. Ich glaube nicht, dass diese lebendige Psyche, die von Gott kam, anders kam als durch Gottes Geist, die sich als Hybride mit Materie verband und dann die Persönlichkeit nahm. Ich glaube nicht, dass das anders ist, das was wir heute tun. Denn sehen Sie, unsere Doktrin des Menschen ist, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit sind, nicht wahr? Wenn wir in Gottes Ebenbildlichkeit sind, heißt das nicht, dass wir physikalisch so sind wie er. Obwohl Jesus natürlich physikalisch war wie wir, inkarniert. Aber Gott an sich, ohne die Inkarnation, wäre nicht als Mensch zu erkennen. Aber wenn er Menschen macht in seiner Ebenbildlichkeit, sind wir gemacht worden als Trinität wie er. Leib, Seele und Geist. Und diese Trinität, sie hat die Fähigkeit, in ganz sehr verschwindend kleinem Maß die Werke Gottes zu tun. Von den Christen sagt Jesus, ihr werdet größere Taten tun als ich. Wer hat gesagt? Ich sehne mich nach diesen größeren Taten. Aber ich versuche die kleinen Taten zu tun, als Vorstufe zu den größeren. Aber man kann nicht darum herumkommen, dass Gottes Geist mit Materie die Psyche produziert. In dem neuen Buch, das ich geschrieben habe, das jetzt im Januar rauskommt, habe ich das behandelt. Wissen Sie, die Menschen haben jetzt gelernt, wie man Salamanderarten ab initio zusammentut. In Genf hat Immensee Mäuse geklont. Und auf Kloning werde ich im Laufe dieser Tage eingehen. Nun, das ist der Mensch, sein Geist, der von Gott gegeben ist, der Plagiate macht von Gott und dann Gott leugnet. Die Chemie kann es nicht tun. Die Chemie prinzipiell kann es nicht tun. Denn die Chemie macht nie eine Sprache. Eine Sprache ist immer eine Sache von einem Logos. Und Telos, Teleomie, ist nicht in der Materie. Und deshalb kann man nicht erwarten, dass Materie Telos produziert. Materie trägt Telos, produziert Telos aber nicht. Ist das alles klar? Oder habe ich Sie jetzt ganz konfus gemacht? Wir haben eine viel zu tiefe Doktrin von den Menschen. Wir sind Götter. Wir sind gefallene Götter.
Wir sind viel kleiner als Christus, Gott sei Dank. Wenn wir viel mächtiger wären, als wir wären, wir hätten nicht nur diese Erde in die Luft gesprengt, sondern das ganze Universum noch dazu. So böse sind wir. Aber Götter sind wir. Böse Götter. Und wir können in kleinem Maße das tun, was Gott getan hat. Wir haben es auch getan in Bezug auf die Elemente. Wissen Sie? Wir haben künstliche Elemente gemacht. Wir wissen, wie man es tut. Die Transuran-Elemente können erschaffen werden vom Menschen. Das Böse ist, dass je mehr wir weiter vorwärts kommen mit unserem Gehirn und unserer Bosheit, unsere Sünde sich nicht korrigieren lässt, desto gefährlicher werden wir, je größer unser Wissen.